Wir haben heute ein Thema. Zuerst wirkt es ganz schwer und dann wird es auf einmal wunderbar befreiend. Wie kann ich Ballast loswerden? Wie kann ich Ballast loswerden? Mit Ballast meine ich zuerst all das einfach, was irgendwie zwischen mir und Gott steht, weil das ist Ballast, das ist hinderlich im Leben, das ist schwer. Und das Ganze kommt inspiriert von dieser wunderschönen Bibelstelle in Johannes 15. Wir haben letzten Sonntag diese Stelle, diese Verse 1 bis 8 schon gelesen. Wir wollen sie heute auch wieder lesen. Ich will euch ermutigen, mitzulesen, wenn ihr die Bibel dabei habt oder auf dem Handy oder zu Hause aus dem Bücherregal gerade holen könnt. Oder sonst, wenn ihr die Stelle auch schon gut kennt, vielleicht die Augen zu schließen und diese Worte mal so richtig wirken zu lassen, vor den inneren Augen auch. Vielleicht so wie bildlich zu sehen. Johannes 15. Jesus spricht hier: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock und wir dürfen die Reben sein. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, was es bedeutet, sich so an Jesus dran zu hängen, in dieser Verbindung mit ihm zu sein. Wie es auch die Einladung von Jesus ist bis heute, dass er uns zuruft: Komm und folge mir nach. Komm mit mir, vertrau dein Leben mir an. Häng dich ab vom weltlichen Weinstock und häng dich ganz in diesen Jesus-Weinstock dran, in diesen geistlichen, diesen himmlischen Weinstock. Und dann sagt Jesus ganz interessant zu diesen Reben, die an diesem Weinstock hängen: Wenn ihr Frucht bringt, dann kommt Gott, der gute, liebende Vater, wie ein Weingärtner und beschneidet die Reben. Er reinigt sie, oder in anderen Übersetzungen wird wirklich auch das Wort beschneiden gebraucht. Mit anderen Worten, es wird abgeschnitten, weggemacht, gereinigt, geputzt, alles was stört und im Weg ist. Und da wollen wir heute zusammen weiter in die Tiefe gehen. Was bedeutet es, dass der gute Vater im Himmel, der Weingärtner, kommt und abschneiden will? Was denn? Alles, was hindert, alles, was zwischen uns Menschen und Gott steht, alles, was irgendwie im Weg steht. Wenn wir heute über das reden, dann merken wir schnell, Jesus sagt das zu den Leuten, die quasi die Trauben sind am Weinstock. Das ist nicht eine Botschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt. Vielleicht, wenn du hier bist und denkst oder zuhörst zu Hause und denkst, ich bin eigentlich gar nicht so nah bei Jesus, ich weiß, ich habe mich gar nicht so an Jesus rangehängt, dann ist das ein Thema für dich. Dann darfst du überlegen, was bedeutet es denn, mit Jesus unterwegs zu sein? Und Jesus sagt dann, manchmal ist es dran, Dinge abzuschneiden. Wieso sollte man das überhaupt wollen, dass Dinge abgeschnitten werden, dass man so gereinigt wird? Also etwas, was sicher kein guter Grund ist, ist, wenn wir denken, sage ich jetzt mal als Christen, das ist halt unsere Pflicht. Oder es steht jetzt so im Wort Gottes und ich will oder muss jetzt gehorsam sein. Das soll nicht der Grund sein, wieso man Dinge abschneidet. Manchmal denken Leute auch, vielleicht wenn ich das so mache, wie das in der Bibel steht, und wenn ich versuche, Dinge wegzuschneiden oder so, die im Weg stehen, die Gott nicht gefallen, dann kann ich irgendwie Gott näher kommen, dann liebt er mich vielleicht ein bisschen mehr.
dann empfange ich mehr Gnade von ihm. Vielleicht nimmt er mich dann eher an. Auch das wäre eine ganz falsche Grundlage. Wenn du manchmal so denkst, dann darf ich dir heute sagen, Jesus, Gott im Himmel liebt dich unendlich, weil du sein Geschöpf bist. Und egal, wie viel Dreck am Stecken jemand hat oder wie wenig auch, Gott liebt dich unendlich. Egal, wie viel ich mich beschneiden lasse oder nicht, was auch immer, ich kann nichts machen, das die Liebe Gottes größer macht, weil sie ist schon unendlich. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, gut, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat alles bezahlt für mich, dann versuche ich mit meinem Leben Jesus irgendwie etwas zurückzugeben. Aber auch darum geht es nicht. Wir müssen Jesus nichts zurückgeben, wir können gar nicht. Was Jesus für uns getan hat, das ist göttlich, das ist unendlich, man kann das nicht zurückzahlen. Es ist ein Geschenk, das er uns geben will. Also wenn wir heute darüber reden, was es bedeutet, sich vielleicht beschneiden zu lassen, etwas loszulassen, abzulegen, ballastlos zu werden, dann ist die einzig gute Grundlage, dass ich Gott, dem Weingärtner, vertraue. Dass ich ihm vertraue, dass wenn er etwas abschneiden will, dass es mir gut tut. Dass es mir zum Besten ist. Dass etwas vielleicht weggeht, auch wenn es für mich sogar ein schmerzhafter Prozess ist, dass es für mich das Beste ist. Dass ich Gott als liebendem Vater, als Weingärtner vertraue, dass wenn er etwas abschneidet, dass es ist, wie wenn Ketten zerspringen. Jesus sagt, er ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Es ist die Grundlage, dass ich Gott vertraue, dass es vielleicht tatsächlich auch schmerzhaft sein kann, etwas abzuschneiden. Aber dass es sich lohnt. Uns ist auch die Bereitschaft zu sagen, okay Gott, ich will mit dir einen Weg gehen. Wenn wir dieses Bild haben, dann ist es ja der Weingärtner, der sich dauerhaft um diese Reben kümmert. Der nicht einfach mal sagt, jetzt muss etwas weg und dann ist es erledigt für den Rest vom Leben, sondern der uns an der Hand nimmt und Wachstum schenken will. Das ist so die Grundlage. Und wir wollen diesen Kontext vergrößern. Jesus ist da unterwegs mit seinen Jüngern am Reden und die ganze Szene beginnt im Kapitel 13. Kapitel 13 beginnt dieser Abend, wo auch diese Verse vom Weinstock kommen. Und wir lesen mal, wie das hier losgeht im Kapitel 13. 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also sie sind da mit Jesus unterwegs, sie gehen hin zu diesem letzten Essen und Jesus sagt ihnen, oder der Grund von allem ist, dass er sie so unendlich liebt. Deshalb sagt er ihnen diese Dinge und deshalb macht er auch gewisse Dinge. Man könnte sogar sagen, statt bis ans Ende, bis ans Äußerste. Also Jesus hat quasi alles gegeben, um seine Liebe zu zeigen. Ja, bis ans Kreuz. Und dann ein paar Verse später lesen wir von dieser interessanten Szene, wie Jesus seine Liebe den Jüngern auch zeigt, nicht nur davon redet. Es ist diese Szene, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Auch hier vielleicht die Augen schließen und sich die Szene mal vorstellen, dass man selber so da sitzt und Jesus auch zu einem kommt. Oder mitlesen, Johannes 13 ab Vers 4. Jesus steht von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus. Der spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir.
Simon, Petrus, spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein, und ihr seid rein. Man könnte unglaublich viel sagen zu dieser Bibelstelle. Es ist so spannend. Der Gott, Jesus selbst, der alle Macht des Universums hat, kniet sich nieder und wäscht die Füße der Jünger und will auch unsere Füße waschen. Wir wollen einmal diese Szene anschauen und uns fragen, wo wir uns vielleicht mit diesem Simon Petrus identifizieren können. Vielleicht machst du dir manchmal so Gedanken, du hast dein Leben Jesus gegeben, sage mal, du hast dich bekehrt, hast dich vielleicht sogar taufen lassen und bist manchmal unsicher, ob du wirklich in Ewigkeit gerettet bist oder ob du wieder von Gott wegkommen kannst, was da passieren kann. Und dann sagt Jesus, wer gebadet hat, der braucht nicht ein zweites Bad. Nie mehr. Es reicht ein für alle Mal. Wenn Jesus reinwäscht, der ist und bleibt rein. Nichts kann dich jemals mehr von der Liebe von Gott trennen. Jesus sagt das diesem Simon Petrus: Hey, du bist schon rein. Du musst nicht mehr gebadet werden. Vielleicht geht es dir manchmal auch gleich wie diesem Simon Petrus und du hörst oder spürst diese Einladung von Jesus: Ich will dir die Füße waschen. Ich will dir den Ballast des Alltags wegnehmen. Ich will den Dreck vom Alltag wegwaschen. Und du denkst, habe ich das wirklich verdient? Ich meine, Jesus liebt ja die Menschen schon, aber mich gilt das wirklich auch für mich? Oder so Fragen des Zweifels oder der Scham auch. Ich mit meinem Dreck, darf ich wirklich so zu Jesus kommen? Jetzt habe ich doch gebadet und habe Jesus mein Leben gegeben, aber jetzt ist schon so wieder so viel Dreck an meinen Füßen. Aber Jesus kniet sich nieder und sagt: Heute will ich dir die Füße waschen. Das ist das, was der Allmächtige tut. Und er sagt zu diesem Simon: Heute verstehst du es nicht, weil die ganze Szene mit dem Kreuz hat er noch nicht erlebt. Aber wir schauen heute zurück und sehen, Jesus hat für alles bezahlt. Und er will die Füße waschen. Und ich finde es so bezeichnend, oder? Wir hängen wie eine Rebe am Weinstock dran, aber die Füße sind manchmal im Dreck dieser Welt und da sammelt sich Klumpen an. Und vielleicht Klumpen, die waren schon mal abgewaschen und jetzt sind sie wieder hier. Aber Jesus kommt und sagt: Heute will ich deine Füße waschen. Manchmal kann das ganz unangenehm sein. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis im letzten Jahr. Ich habe das letzten Sonntag schon angetönt. Ich war für 3 Tage in der Stille und ich erwarte da immer Gottes Reden, dass er zu mir redet, dass er mir Zeichen und Visionen gibt und so weiter. Und er hat mich aber in etwas anderes hineingeführt. Er hat eigentlich gesagt: Heute will ich deine Füße waschen. Und im ersten Moment war das ein bisschen überraschend und herausfordernd. Ich erwarte da Gottes Reden und jetzt will er, ich sage es mal ganz plakativ, will er mit mir über meine Sünden sprechen. Da habe ich gedacht, ist jetzt das wirklich dran? Es hat mich aber angesprochen und ich habe gemerkt, wie mich Gott da führen will und habe dann auch gemerkt, das ist ja etwas total Schönes, weil es ist eigentlich das Angebot von Jesus: Heute will ich deine Füße waschen. Ich hatte da dieses Büchlein dabei, Erweckung ist möglich, und hatte den Impuls, ein Kapitel zu lesen, das 3. Kapitel, und wurde so wie in die Buße hineingeführt, könnte man sagen. Es beginnt da mit einem Bibelvers aus Hosea, ich habe den auch dabei. Hosea 10, Vers 12. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Das ist das Bild von uns Menschen als ein Ackerfeld. Einmal ist etwas gewachsen und hat Frucht gebracht, aber jetzt liegt es brach da. Und er schreibt dann dazu: Brachliegendes Land ist Erde.
die einst beackert wurde, aber jetzt wüst daliegt und gepflügt und gelockert werden muss, bevor sie Saatgut aufnehmen kann. Wenn du das Brachland deines Herzens aufbrechen willst, musst du anfangen, dein Herz zu prüfen. Ich habe in dieser Situation so wirklich gemerkt, wie Gott will, dass ich mein Herz prüfe. Und es ist ja auch immer eine Einladung für uns, dass wir sagen, Gott, erforsche du mein Herz und zeige, wie es mein, hilf mir dabei, mein Herz zu prüfen. Eine Einladung an den Heiligen Geist, der Geist der Wahrheit ist. Gott, zeige deine Wahrheit auch über mir und meinem Leben. Und das war dann ganz interessant. Ich habe dann weitergelesen und habe gemerkt, dass dieses ganz alte Büchlein mit diesen Punkten, die dann alle aufgezählt werden, für mich eine wunderbare Hilfe ist, mein Leben zu prüfen. Und ich habe mir erlaubt, heute kein Handout oder so zu schreiben, sondern einfach dieses Kapitel aus diesem Büchlein rauszukopieren und hinten aufzulegen. Es hat ganz viele Exemplare oder ist auch online verfügbar, ist auch verlinkt in den Kommentaren von dem YouTube-Livestream. Und wenn du denkst, das könnte für dich etwas sein, mal dir Zeit zu nehmen und dein Leben zu prüfen, dann darfst du das mitnehmen und dir Zeit nehmen. Ich habe auch gemerkt, das ist ein bisschen eine ältere Schrift, ist zum Teil ein bisschen herausfordernd geschrieben. Man kann das lesen und denken, boah, das ist heute nicht mehr ganz irgendwie aktuell, keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dass Gott zu mir reden will und ich habe es dann genommen und einfach diese Punkte gelesen und mich gefragt, was will mir Gott mit diesem Punkt sagen? Vielleicht etwas ein bisschen anderes oder so. Zum Beispiel an einem Ort sagt er, ihr Christenmenschen, für euch ist ja völlig klar, ihr trinkt sowieso keinen Alkohol. Da habe ich gedacht, oh, okay, interessant. Und habe das mir dann überlegt und geprüft und habe mich gefragt, habe ich ein Problem mit dem Alkohol? Habe dann aber gemerkt, ich muss vielleicht auch anders fragen. Gibt es irgendwelche Suchtmittel oder solche Dinge, wo ich ein Problem, wo Gott mir etwas aufs Herz legt, wo ich das ändern sollte? Also man muss das mit wie der richtigen Brille lesen. Aber in diesem Sinn möchte ich euch empfehlen, das mal mitzunehmen. Und ein Punkt, den ich dann gelesen habe in diesen Tagen, die verschiedenen Punkte haben mich sehr angesprochen. Er schreibt hier dann, viele scheinen sich nie darüber Gedanken zu machen. Sie schenken dem Kern ihres Wesens keinerlei Aufmerksamkeit und wissen nie, ob sie in ihrem Glaubensleben richtig liegen oder nicht. Ob sie innerlich gewachsen oder zurückgegangen sind. Ob ihr Leben fruchtbar ist oder ob sie nichts aufzuweisen haben. Reiß dich jetzt mal los von anderen Dingen und schau genau hin. Überschlage die Kosten, überstürze nichts. Prüfe dein Herz sorgfältig und erkenne, wo du stehst. Ob du jeden Tag mit Gott lebst oder mit dem Teufel. Also ihr merkt, ist schon ein bisschen provokativ geschrieben, das Ganze. Also mit der guten Brille lesen. Und ich habe das gelesen und gemerkt, Gott will, dass ich jetzt hier mein Herz prüfe. Und habe mir die Zeit genommen dazu dann. Wir nehmen noch einen zweiten Vers aus dem Alten Testament dazu, der mich in der Vorbereitung angesprochen hat. Nehemia 9, Vers 3. Da war das Volk Israel zurück aus dem Exil, die kaputte Stadt Jerusalem haben es wieder aufgebaut und es war alles bereit. Sind sie gekommen und haben die Bibel genommen, die Schriften, die sie hatten damals, haben daraus gelesen und haben gemerkt, wir haben Dreck am Stecken. Wurden so genau in so eine Bußzeit hineingeführt. Und das ist spannend, Nehemia 9, 3. Und sie standen auf an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, also aus der Bibel damals, die sie hatten, ihres Gottes vor, 1/4 des Tages. Machen wir heute nicht, keine Sorge. Und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Verfehlungen und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Mich hat das so angesprochen. Sie haben sich eine Zeit genommen, um zu lesen und zu schauen, sich zu prüfen und haben dann aber auch genau die gleiche Zeit genommen, um ins Gespräch mit Gott zu kommen und den Ballast loszulassen. Nicht viel gehört und wenig gemacht, genau gleich viel. Und in diesem Sinne wollen wir heute die Predigt auch ganz interaktiv gestalten, wollen uns auch Zeit nehmen, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Handeln. Und ich habe in den Bänken diese blauen Zettel überall verteilt mit den Schreibern.
Und die Idee von diesen Zetteln ist, dass man sie nehmen kann. Jeder darf so einen nehmen. Vielleicht willst du irgendetwas darauf aufschreiben, wo Gott dein Herz angesprochen hat. Aber vielleicht merkst du auch, wie heute Jesus zu dir kommt und sagt, heute will ich deine Füße waschen. Heute will ich dich erlösen oder freimachen von einem Ballast, den du herumträgst, von etwas, das zwischen dir und Gott steht. Und dann darfst du dir Zeit nehmen, Gott so zu fragen, hinzuhören, vielleicht in dein Innerstes zu hören, auf die Stimme von Gott zu hören. Und wenn du merkst, du willst etwas ablegen, darfst du es aufschreiben. Wir haben dann später Zeit, auch während dem Abendmahl, während den Liedern, die kommen, um zum Kreuz zu gehen und diese Dinge bewusst Jesus abzugeben und sich wie die Füße waschen zu lassen, den Schredder runterzulassen. Der Schredder steht da beim Eingang. Auch wenn du zu Hause bist, nimm doch einen Zettel und nimm dir Zeit, mal zu überlegen und dich zu fragen. Und es ist mir peinlich, aber ich will euch erzählen, wie es mir gegangen ist, als ich da in diesen Stille-Tage war und dieses Büchlein gelesen habe. Da hatte es dann so einen Abschnitt darin. Punkt 23 war das schon. Da heißt es, Gott berauben. Denk einmal darüber nach, wo du deine Zeit vergeudet hast. Wo du unnötigen Vergnügungen oder törichten Gesprächen nachgegangen bist. Und so weiter. Und ich habe gemerkt, als ich da war, dass Gott zu mir spricht und zeigt, dass ich mit meinen Handygames, die ich die ganze Zeit spiele, Gott beraube. Und dass er da etwas abschneiden will, was nicht gut ist. Und das war ja nicht so cool im Moment, weil ich machte das ja sehr gerne, oder? Aber ich habe gemerkt, Gott will mich davon etwas befreien, das mich hindert zu Gott hin, das mir Zeit raubt mit meiner Familie, vielleicht auch Zeit zum Ausruhen oder mit Gott. Nicht, dass Handygames grundsätzlich schlecht wären, aber Gott hat da zu mir geredet, das ist etwas, was ich bei dir beschneiden will. Und es war mir sonnenklar. Und dann hatte ich plötzlich ein bisschen Druck auf der Leitung und musste aufs Klo. Also ich erzähle euch einfach, wie es war, oder? Bin ich aufs WC gegangen. Was macht man da? Ich nehme mein Handy und beginne zu spielen. Und plötzlich sehe ich die Zeit, eine halbe Stunde später. Und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen, oder? Jetzt gehe ich da in die Stille. Jetzt erwarte ich, dass Gott zu mir redet. Und er redet zu mir und legt mir das aufs Herz. Und ich mache genau das Gegenteil. Und ich bin mir so blöd vorgekommen. Und habe gemerkt, wie gut ist es doch, wenn wir die Dinge gleich direkt bei Gott klar machen können. Und ich habe alles gelöscht und habe Buße getan, sage ich mal. Ich habe das hier so aufgeschrieben. Es ist manchmal wichtig, dass man die Dinge einfach erkennt und da führt uns Gott. Dann nehmen wir uns Zeit dafür. Es ist auch wichtig, dass man sie bekennt, dass ich Gott sage, Gott, ich habe es erkannt, es ist nicht gut und bitte vergib mir. Ich will das ablegen. Dass man es auch bereinigt. Es nützt nicht, das zu erkennen und sagen, Gott, es tut mir schon leid, aber dann gehe ich hin und ändere nichts. Es ist wichtig, dann diese Games zu löschen oder was dran ist. Taten folgen zu lassen quasi und das wirklich auch bei Jesus abzuladen. Es ist aber auch wichtig, aufzustehen, vorwärts zu gehen. Vielleicht kommt wieder ein neuer Trick, vielleicht sogar der gleiche. Und Jesus kommt und sagt, ich will dir deine Füße waschen. Heute, hier und jetzt. Jesus, wir wollen uns Zeit nehmen, um hinzuhören. Du willst heute unsere Füße waschen. Vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, er hat noch gar nie gebadet bei dir. Auch das willst du heute tun. Ich will dich bitten, dass du unsere Augen aufmachst und zu uns redest und zeigst, wo Dreck ist, wo Ballast ist, wo Dinge im Weg stehen zwischen uns und dir. Und dass du uns die Kraft und den Mut gibst, dich einzuladen, diese Dinge abzuschneiden. Nimm dir diese Zeit für dich mit Jesus.
Ja, wir haben heute die Zeit, auch Abendmahl zu feiern miteinander. Und es ist wie auch ein Teil von dieser ganzen Predigt, weil das Abendmahl, da geht es eigentlich neben vielem anderem auch genau um das. Dass wir zu Jesus kommen und sagen, ich vertraue dir, dass alles, was ich brauche, habe ich von dir. Im Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Du bist eingeladen zum Abendmahl. Wenn du damit auch zum Ausdruck bringen willst, dass Jesus, der das Brot des Lebens ist, dass du sagst, Jesus soll mein Brot des Lebens sein. Und beim Abendmahl nehmen wir das Brot und essen es. Wir sagen, Jesus lebt in uns, er ist in uns und sein Wort, sein Wirken, er ist das, was ich wirklich brauche. Andere Dinge dürfen ruhig abgeschnitten werden. Es ist auch ein Ausdruck davon, dass ich sage, Jesus hat seinen Leib am Kreuz zerbrechen lassen, dass ich ganz sein darf in ihm. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, sagen wir damit, ich habe dieses Geschenk der Vergebung von Jesus angenommen, ich bin gebadet, sein Blut hat mich gereinigt. Und wir kommen immer wieder zu diesem Abendmahlstisch und sagen, Jesus, meine Füße, sie sind schmutzig. Danke, dass du sie heute wäschst. Du darfst während den nächsten Liedern dir noch Zeit nehmen mit deinem Zettel. Du darfst aufstehen, nach hinten zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich lege es bei dir ab. Vergib du mir, reinige mich. Du kannst es den Schredder runterlassen. Und du darfst das Brot und den Wein nehmen und damit zum Ausdruck bringen, dass du dir deine Füße von Jesus waschen lassen möchtest, dass du gebadet bist. Danke, Jesus, für dieses Geschenk des Abendmahls. Danke für dieses Geschenk der Fußwaschung, dass du heute unseren Ballast und unseren Dreck wegwaschen willst. Und nicht nur heute, immer wieder neu. Und so führe und leite uns, Jesus, dort, wo du etwas mit uns bereinigen möchtest. Und zeige uns immer mehr und klarer, was es bedeutet, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, deinen Leib gebrochen hast und dein Blut vergossen hast. Dass du uns die Füße wäschst bis heute. Amen. Wenn du ein Gebet brauchst, sind auch 2 Leute bereit, für dich zu beten, für irgendein Anliegen, vielleicht um etwas abzulegen oder etwas anderes. Es ist deine Zeit mit Gott.